Da können Verhandlungen über die Schädigung von Großbritannien an der EU also lo endlich aufhängen. Zanter Main schreibt der Schwätzpress über den ominösen Artikel 50, mit dem den Austritt offiziell ugefrot wird. An Moment von Unsicherheit und vieler Konfusion hat die britische Premierministerin Theresa May dann den Artikel 50 aktiviert, also die Schädigungspapieren angeregt. Eine traurige Premiere an der Geschichte von der Europäischen Union. Annelo fordere ich, es hat 9 Monate gedauert, bis dat Großbritannien einen Brief geschickt hat. 9 Monate hat das britische Parlament zu London gebraucht, für dem Theresa May einen Blankoscheck für die Verhandlungen mit der EU auszustellen. Wir Europäer hatten just ein paar Wochen gebraucht, für unserem Chefnegoziateur Michel Barnier ein detailliertes Verhandlungsmandat auszustellen, den dann auch wahrscheinlich genau einen Monat, nachdem es den Artikel offiziell ugefrot gouf, EU-Sommet Ende April dürft ugeholt gehen. Das Europaparlament stimmt es für seine Position, und für allem seine rote Linien für die Verhandlungen mit Großbritannien. Lo fordere ich sicher, spielt das Europaparlament dann überhaupt eine Rolle an diesen Verhandlungen? Ja, ganz klar. So wie es am Artikel 50 vorgesehen ist, gibt ein Akkord, den zwischen der EU und den Briten ausgeschafft wird, Ende dem Europaparlament vorgelegt. Wenn die roten Linien, die wir fixiert tun, nicht angehalten gehen, da kann das Haus sein Akkord refusieren. Und ihr seht, das Europaparlament ist angebunden, vierdrun, während und nach den Verhandlungen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir die Etappen oder Reine angehen. Für den Austritt, dann nur erreicht ein Akkord, wie wir in Zukunft zusammen schaffen wollen. Wir können nicht über den Handelsakkord zwischen der EU und Großbritannien schwätzen, solange die Konditionen von dem Austritt nicht glasklar sind. Das heißt, wir müssen binnen den nächsten 2 Jahren, für den nächsten Europawahlen also, alles regeln, was zu dienen ist. Was zu dienen ist für die Bürger, für die Grenzen und mit dem Geld. Für uns ist es undenkbar, dass britische Staatsbürger nach dem Austritt nach keinen europäischen Staatsbürger bleiben. Dass Großbritannien ein Steuerparadies ohne Regeln gibt, für dem dann Steuer- und Sozialdumping betrieben wird, an den Binnenmarkt zu einem Teil Futika gemacht wird. Dass es nach irgendwelche Reduktionen gehen auf Suen, die nach ausstehen an die EU nach von Briten zu gut tut. Großbritannien hat von vielen Ausnahmen, sogenannten Opt-outs, profitiert und hat auch sonst viele Vorteile. Ich erinnere an den sogenannten Britenrabatt. Als Drittstaat kriegen sie sicher keine Rosenge mehr, die sie sich da herauspicken können. Für uns gilt, wen den Binnenmarkt will gebrauchen, der muss die 4 europäischen Freiheiten respektieren. Die freie Zirkulation vom Kapital, von den Menschen, von den Waren und von den Services. Der muss eine Kontribution an das Budget von der EU an die Anerkennung von der europäischen Justizautoritäten leisten. Mehr spät dann kann selbstverständlich einen neuen Assoziationsakkord stricken. Und da ist es dann nicht nur im Europaparlament für den Akkord zu gehen, sondern auch um 27 Memberstaaten. 30 Parlamente in Europa müssen hierfür Wehr gehen. Und das soll alles an 2 Jahren geschehen. Das ist nicht nur wishful thinking, wie die Engländer es sagen, sondern das ist ganz unrealistisch. Sie müssten vielleicht erst mit 5 bis 10 Jahren rechnen, ehe sie einen Handelsakkord in der Dach und Fach haben. Also noch einmal den Auflauf am Resümee. Für den Austritt, dann einen provisorischen Übergangsakkord und dann einen neuen Handelsakkord zwischen der EU und dem Drittland Großbritannien. Schritt für Schritt müssen wir vorkommen. Für Ende 2019 müssen wir aufschließen. Und dafür muss die EU dann geschlossen hinter Michel Barnier stehen, weil man muss nämlich sicher gehen, dass die Europadeputierten bei all Schreck mit angebunden sind und noch aufpassen, dass es Ried ausgeht und dass eine Reziprozität an Verhandlungen kommt.
Großbritannien kann auch nicht just mit anderen Ländern negozieren, es muss mit der EU als ganz verhandeln. Beim Brexit ist es wie beim Fußball. Großbritannien kann nicht an unserem Footballchampionat mitspielen, und aber selber dezidieren, wie viel Leute Terrain stehen, wie groß der Ball ist, wo der Goal steht, wie lange der Match dauert und noch nach den Arbiter auflesen. Sie müssen sich an die Regeln vom Spiel halten, sonst gibt es eine rote Karte. So einfach ist es am Anfang.